Hey, guck mal, wie schön ich dir schon gemacht habe. Mit Luten und alles schick geraumt. Die wollt nicht wissen, wie der Rest mein Zimmer ausgesehen wie hey, gesagt, probier aus. La 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 la. Lights, that's what I feel. Lonely in bed, I'm upstairs and down my bed. Upstairs and down my bed. Upstairs and down my bed. Hallo, mein Name ist Therese. Mein Name ist Therese und ich gucke gerade schon Backstage auf Aldo TV. Für dieses Video sollen ich hier schwingen Artisten und wegen YouTuber in diesem Jahr, also am Jahr 2016 entdeckt habe, ich 2017 und ja, gut. Du wirst mal da doch alle gehen. Also die Band, die mir am allermeisten gefallen hat, ist Band Beatenberg. Und das ist eine Band aus Südafrika und ich fand hier Musikvideos, hier Lieder. Also das ist wirklich ein bisschen wie so ein Kunstprojekt, gebe ich so. Also die lassen ich am liebsten am Sommer, muss ich so, weil das wirklich so den Summer-Feeling. Meiner Meinung nach eine von den besten Neuentdeckungen vom Jahr 2016. Da kommen wir zu einem Lied, weil ich wirklich schon zum Schluss mir entdeckt habe und mir wirklich cool fand. Und das ist vom, ja, schon mal alles abgeschrieben, Luke Kusato Breathe. Das ist ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr traurig Lied, ein bisschen mehr Relax-Lied, aber wunderschön. Und ja, ich kann nicht mehr gefallen zu lauschen. Und das nächste Lied, wo ich für dich gelauscht habe, ich mir gedacht, okay. Und mir ist schon nicht gelauscht, weil der Labyrinth, so seine Labyrinth, hin und doch Lied Jealous gesungen. Ich fand ihn einfach fantastisch. Die Miley Cyrus, seine Schwester Noah Cyrus, hat eben das Lied gesungen, Mom Labyrinth, und heißt Make Me Cry. Und das, von den für dich kann lauschen, also seine Stimme, der Mädchen singt Stimme, und dem Noah Cyrus singt Stimme, also wirklich, kommt ein bisschen nach Miley Cyrus raus, und ich bin nicht so ein Miley Cyrus-Fan, muss ich sagen. Aber das ist nicht schlecht, das Lied. Also wenn ein paar Mal lauscht, tut etwas, muss ich sagen. Von daher, mal. Ein anderer Artist, den ich am Anfang des Jahres entdeckt habe, ist der José González. Ich kann kein Spanisch. Der José González und sein Lied Heartbeats ist einfach. Das ist für mich Musik. Du spielst richtig, weil wenn geschrieben wird, wenn man singt, ist mit Gefühl gesungen. Das ist wirklich, also wenn der Lied lauscht, geht das Lied lauschen, weil das wirklich wunderschön ist. Wenn das auf seiner Gitarre so spielt, also wenn ich ein Kind live gucken würde, ich gebe direkt machen, weil den Typ ist so talentiert. Den anderen, den er bestimmt kennt, ist den Jack Garrett, und den habe ich Wildlife Festival in England gesehen. Also spielt alle Instrumente selber und singt doch dabei. Aber wenn ihn hin auf der Bühne gesagt, das ist wirklich, das sind Energiebünde, und das ist so talentiert und so cool. Und die Lachband, die ich noch für mich entdeckt habe, das Jahr sind Puggy. Und ich war dabei, wo sie bei Aldo Radio waren. Und finde ich cool, wo ich so noch gefilmt habe. Und wirklich auch 3 dickfeine Tippen. Und ich fand die Lieder auch dick gut. Und da wollte ich noch ein bisschen über YouTuber schwätzen, weil sie irgendwie auch in die Kategorie von Celebrities fallen. Also die dürfen YouTuber habe ich wirklich ganz gerne am Jahr 2016 geguckt. Und die wären PewDiePie. Viele Leute sagen, dass sie seine Videos noch nicht so gut fanden. Aber ich persönlich fand sie sind 1000-mal besser wie früher. Und es sind nicht nur Gaming-Videos, aber auch Videos, wo ich damit möchte. Ich fand wirklich witzig. Und dann auch seine Freundin Marzia, hat das Italienerin, hat mich nicht nur so Make-up-Video, aber auch Chats über Lifestyle und Bag durch Haiers. Also mich ein bisschen von allem, und ich fand das eine ganz faszinante Person. Da habe ich eine YouTuberin entdeckt, hat das, ich meine, Kubanerin, und hat Jessie Smiles, und ich ein bisschen von seinem Leben. Und also es scheint wirklich Katastrophen und Chaos unzuzählen, das Frau ist, weil okay, es hat irgendeine Dumme zu zählen, und ich fand noch, wie jetzt Sachen zählt und so, ganz witzig, ganz interessant. Und dann schlussendlich eine YouTuberin hat Christine, mir sein Channel heißt Simply Nailogical, und hat auch so gefallen mit seinem Nail Art Channel, wo daneben seine Nail färbt, und
wird das bisschen an so Comedy Channel ausgeacht und ich fand hat wirklich cool an wann da die 100 Layer Challenge gesehen hat wird Leute eben 100 Kusten von der Therapie Gesicht schmieren oder 100 Kuschen irgend etwas das wenigstens simply logical und nicht zu vergessen Jenna Marbles frei hatte ich halt nicht so gern ich fand wirklich cool Video rausbrüscht und keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, wie wenn dem Jenna Marbles sein Humor ein bisschen gleich wäre. Du hier, an meinem Kopf wären wir beste Freundinnen. Call me Jenna. So, das waren meine neuen Entdeckungen vom Jahr 2016. Ich freue mich auf neue Musik, neue Albumen im Jahr 2017. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start an das neue Jahr 2017. Und da sehen wir alles an engem Monat. Ciao, ciao.